Erstens wollen wir eng staatlich Television. Mehr als ADR so nehmen, weil wir denken nicht, dass das der Pluralismus in fine Stärke gäbe, so wie der Staatsradio 100,7 als Staat gelehrt wird. Demals hat die Eispartei, genau wie die DP, an die Gering, gegen Schärf um 100,7 gestimmt. Der positive Punkt wäre, vielleicht war das auch der Ausstoß für die Krebs-Demos. Der positive Punkt wäre, dass eine Plattform geschaffen hätte können gehen, die allen politischen, sozialen, kulturellen, sportlichen Gruppierungen abgestanden hat, für ihnen zu erlauben, ihrer Meinung Ausdruck zu geben oder hier Uleis zu erklären, an hier jeweilig Ziele oder Projekte zu informieren, und zu debattieren, und das ohne den Zeitdruck, den an einem kommerziellen Radio herrscht. Dann hätte man können ein Instrument entstehen lassen, das für den Meinungspluralismus hier am Land gesorgt hat. Das ist aber nicht so gekommen. Wir haben ein Medium mehr, das eine Linie editorial verfolgt, die, wie andere am Ausland, durch Agenda-Setting, Framing, ich komme später auf die Termen zurück, bei ihren Nolausterer Meinung Bild an Erstellungen formt, anstatt zu informieren. Das wollen wir nicht, und das wollen wir nicht auch nach mathäischen Bildern für viel zu viel Steuergelder. Zweitens wollen wir eine Finanzierung durch Gebühren an Platz direkt aus dem Staatsbudget. Auch heißen wir als ADR ganz klar nein, weil so eine Gebührenordnung viel zu bürokratisch wird und auch viel zu viel unsozial. Wollen wir nur wie an Deutschland, Frankreich, Belgien und so weiter, dass Agenten von der Gebührenordnung sich in der Vierwand Zutritt zu einem Heim verschärfen, für zu kontrollieren und zu zählen, ob wie viel Radio oder Tele wir haben. Das wollen wir nicht. Wollen wir nur Leute mit Einkommen, wo doch die letzten 10 Euro umgeht im Monat. Weiter 20 Euro den Monat aufknappen für ein Staatstele oder ein Staatsradio, wir so als ADR klar nehmen zu der Idee. Drittens, wir begrüßen Konvention, die erlaubt, ein Telesprogramm von RTL aufrechtzuerhalten. Knappen darin exakt dieselben Bedingungen, was den guten, neutralen und vielfältigen Servicepublik angeht, dazu mehr zum Schluss. Haut aber schon, schenkt es mir evident zu sein, dass Deputierten an ihrer Funktion nicht sollte Member sein vom Verwaltungsrat von CLT UFA. Genauso wenig wie sonst Vertreter, die parteipolitisch gebunden sind oder parteipolitisch Interesse verfolgen. Und wir als ADR fordern, klipp erklor die 4 Kollegen hier aus dem Heiligen Haus ab, aus dem Verwaltungsrat von CLT UFA zu demissionieren. Viertens. Der Staats- und Medienminister hat geschrieben, das Servicepublik soll als Faktor für die soziale und kulturelle Kohäsion verstanden gehen, und die Gesamtheit von der Population richten, was ja dann auch vor von den Erbesprachen abwirft. Wir als ADR befürworten das ganz klar. Wir befürworten beide Ziele bei 100,7 und bei RTL. Kohäsion kriegen wir nicht mehr, weil wirklichen, gelebten Meinungspluralismus gilt. Und das ist, wie schon gesagt, nicht der Fall, wenn Nachrichtenredaktionen eine Linie editorial verfolgen. Zu 100,7. Wir können uns als RDR vorstellen, dass 100,7 an Zukunft 3 Kanäle betreiben, für seine Mission wirklich gerecht zu gehen. Ein Kanal, wo öffentlich-rechtliche Informationen auf hohem Niveau an der Plötzeburg ist. Eine Anhäle von strikter Neutralität an ohne Linie editorial zu allen politischen, kulturellen, sozialen und sportlichen Themen ausgestrahlt gibt. E-Kanal, den als offene Plattform für Assoziationen an alle Bereiche vom öffentlichen Leben funktioniert. Und sich dann nebenbei der klassischen oder allgemein der Nischenmusik kann widmen. Und dann schließlich E-Kanal, den sich an den gewünschten Sprachen, das kann Englisch, Französisch, Portugiesisch oder so ein Spruch sein, und all als nicht Lützeburger Spätzen Mattbierger riecht, mit dazu exakt denselben Konditionen, die auch für den ersten Kanal gelten. Die an dem uns viel mehr gemerkt für Definitionen für Service publik zu bringen. Ich denke, dass Definition als solches nicht durchgeht. Beispiel als BBC, die hat genannt wird. BBC hat sich am Brexit-Referendum ganz klar Partei ergriffen. Und genau das darf nie an einem Service
publik geschéien. Allgemeng fir Radio an Tele gilt fir Reis, dat e steierfinanzierten Servicepublik dafür sorgen muss, dat an dem Meinungsbildungsprozess vom Publik meeslist viel unterschiedlich Perspektiven erfließen, dat unterschiedlich Lebenslehre vu verschiedenste Bevölkerungsgruppen zum Ausdruck kommen, Pluralismus als für Eis die wichtigste Bestandteil an die wichtigste Kondition für wirklicher Demokratie. Es darf nicht zur Bildung von enger Meinungsmacht kommen. Das zählt besonders für Tele, die nach immer Leitmedium ist. An heit zitieren ech Bundeszentrale für politische Bildung, iwwer der weis wéi Medien op Menungsbildungsprozesse Affloss hole. RTL oder 10,7 oder sos im Medium entscheet, wat für eng Themen iwwerhäbt op der Resonung kommen. An als wichtig gekennzeichnet gin. Dat nennen Wissenschaftler Agenda-Setting. Da gi bestimmten Deelaspekte vun engem Thema an den Vordergrund gestalt, an domat eng Interpretationsrum suggeriert, dat nennen wir Framing. An da das besonders schlimm, wann Alternativframes total fehlen. De Bierger verleiert Bewusstsein, dat Berichterstattung perspektivisch ass an de Sachverhalt net am ganzen aufdeckt. Dann kann ein anderer Geschäft gehen, wie die Meinung vom Volk ausgeseit, zum Beispiel durch ein Zusammenschneiden von willkürlichen Trottoirs abnehmen. Das vermittelt dann ein Meinungsklima. Bürger kriegen den Inhaltspunkt, ob sie mit ihrer eigenen Meinung allein durchstehen oder ob sie zur suggerierten Majorität gehören, und das löst eine Schweigespirale aus. Die grosse Einflussmöglichkeit von Medien besteht also an erster Linie daran, dass sie einen Eindruck erwecken, wie wann eine bestimmte Position an der Gesellschaft überweihen oder eben eine bestimmte Position inakzeptabel wird. Und damit kommen wir dann zum Pudelskern. Ich finde keine Antwort darauf. Wie können wir sicherstellen, dass politische Journalismus die verschiedenen an der Gesellschaft vertrauende Positionen an her jeweilig Argumente so durchstellt, dass ein individuell an unabhängig Meinungsbildung beim Bürger möglich ist. Das ist für uns Qualitätsjournalismus. Wie sichern wir Meinungsvielfalt? Wen oder wer soll kontrollieren, dass es angehalten wird? Wie verhindern wir eine übermächtige Meinungsmurcht durch Linie editorial? Kein einfach, mir die wichtigste Form. Ich will jedenfalls nie mehr erleben muss, was mir geschieht das 2009. Dat mitten am Wahlkampf ein Journalist auf seinem eigenen Radio an einer Carte Blanche eine Partei wie Meng darf ungestraft als Bron bezeichnen, vernennen. Das ist kein Journalismus, das ist auch kein Meinungsjournalismus, das ist ganz einfach ein unakzeptabler Kommentar, das ist Meinungsmache, wo der Journalist ob einmal zu Akteur an einer Kampagne geht und nicht mehr Berichterstatter bleibt. Dasselbe ist geschieht mit Guy Weber, Direktor de l'Information, RTL, den am 30.04.2019 am Kader von den Europawahlen einen Hirschruf geschrieben wird. Unter dem Titel 2 Wahlplakate mit 2 verschiedenen Messagen. Es ging ganz banal ein Plakat von Monika Semedo von der DP und ein Plakat von der ADR mit einem von unserem Slogan «Keine illegale Immigration». Dazu sagt dann Guy Weber, Parteien sollten nicht mit bewussten oder unbewussten Amalgame schaffen oder mit inszenierten Fake News. Fakt ist, wir haben niemals behauptet, Madame Semedo wie illegalen Immigrant, dass die 2 Plakate bei ihnen hängen, war reinen Zufall. Den einzigen, den er in Amalgam geschärft hat, das war RTL. Und das war der Chefredakteur von RTL, und das ist schrecklich schlimm. Nach heute Morgen habe ich mich auf RTL LU über den Gemengerat von der Stadt Lützeburg vorgestellt. DP und CSV fordern mehr Polizeipräsenz auf der Gare, Motion ohne Stimme von der Opposition angeholt. Das ist Fake News. Auch der DDR hat das Motion gestimmt, mit der DP und mit der CSV. So eine Berichterstattung, das geht für kein Medium, ganz bestimmt nicht für einen steuerfinanzierten Servicepublik. Genauso wäre es höchst bedauerlich, dass die Berichterstattung an der Corona-Zeit sich bald exklusiv auf die Regierungspropaganda beschränkt wird. An all anderen Parteien, an noch all anderen Themen ganz einfach ausgegrenzt wird. Und aus all den Ursachen, Herr Staatsminister, ist der dankbar, dass der gerade Maßnahmen ergreifen, für so Deriven an der Zukunft zu verhindern.